bin jetzt gerade auf dem Weg zu einer ganz besonderen Frau. Mehr dazu gleich. Hallo. Hi Tina. Hi, grüß Gott. Grüß Kommen dich. Sie mal rein hier. Können Sie rausgucken, Gucken, oder? genau. So good whenever I'm around you, and I think God found you, make me feel so good. You're the fire in the cold night, you make everything feel so right. Ja, Tina. Hello. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich voll, dass ich bei dir sein darf. Du machst etwas, wovon ich ganz ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung habe. Kann man die als Pferdeflüsterin bezeichnen? Ja, so heißt es in der Umgangssprache, das, was ich in der Pferdearbeit mache, also im Training, Freiheitsdressur, Pferde ohne Zwang auszubilden, Pferde ohne Gebiss zu reiten und kommunizieren mit dem Pferd in seiner Sprache, das nennt man Pferdeflüsterei in der Umgangssprache, ja. So hat es angefangen, der große Traum. Wie meinst du das? Dass ich das damals gesehen habe, die Pferdeflüsterei in Anführungsstrichen. Und da habe ich halt auch davon geträumt, dass ich das irgendwo lernen kann, wie ich ein Pferd ohne Zwang und ohne Hilfsmittel und ohne Gebiss und Ausbinder ausbilden kann. Ich frage jetzt ganz blöde Fragen, weil ich mich nicht auskenne. Was heißt ohne Gebiss? Ja, die Pferde haben ja so ein, warte mal, so haben wir schnell ein Bild raus. Das kennst du bestimmt von den ganzen vielen Steinstatuen und so. Die haben ja so eine Trense, oder? Trense, genau. Also sowas hier. Aha. Und du machst das ohne? Genau. Also, wie ich früher Jungpferde ausgebildet habe, habe ich das alles gebisslos gemacht. Man sieht jetzt auch gleich deine Katze. Eine deiner Katzen. Ich weiß nicht. Das ist die Cassiopeia, Queen of Universe. Meine große Chefin. Muss man jetzt ganz genau aufpassen, was man tut, weil da kennt es keinen Spaß nicht. Du bist eigentlich Osteopathin, aber Osteopathin für Pferde. Ja, das ist richtig. Ich bin Pferdeosteopathin und bilde da auch Leute aus in dem Beruf. Also ich habe eine Ausbildungsakademie und dort, wie gesagt, lehre ich auch die Pferdeosteopathie und die traditionelle chinesische Medizin für Pferde, zum Beispiel auch die Kraniosakrale Therapie, die ein Teil der Osteopathie ist. Und wie heißt deine Pferdeakademie? Die Akademie heißt Equedo oder das Ausbildungsinstitut und der ganze Firmenname heißt Equedo von gesunden Pferden lernen. Bedeutet das, du behandelst auf der einen Seite Pferde und auf der anderen Seite bringst du Menschen dein Wissen bei? Ja, korrekt, genau. Die macht das jetzt auch schon seit 20 Jahren, seit 17 Jahren habe ich das Ausbildungsinstitut und da gebe ich mein Wissen aus der Praxis an die Schüler weiter. Kann man also sagen, da geht es darum, Pferde auch homöopathisch zu behandeln? Ja, also Homöopathie gehört auch zu meinem ganzheitlichen Konzept. Ich habe praktisch aus der Praxis heraus Konzepte erarbeitet, die in verschiedenen Krankheitsfällen oder bei verschiedenen Beschwerden dann ganzheitlich zum Erfolg führen. Und da gehört unter anderem ja natürlich auch die Homöopathie mit dazu. Ich arbeite auch mit Phytotherapie, Nosoden und Bachblüten. Ich habe mir jetzt mal in Vorbereitung auf unser Gespräch deine Homepage angeschaut und habe gesehen, da wurde der Begriff TCM verwendet. Was ist denn das eigentlich? Ja, ich habe es vorher schon erwähnt, das ist die traditionelle chinesische Medizin und das ist eine Naturphilosophie, die vor Tausenden von Jahren von den Chinesen entdeckt wurde, also schon lang vor der schulmedizinischen. Da geht es um den Zusammenhang der Natur und dem Übertrag auf unseren Körper, dem Zusammenhang zwischen Krankheiten und Emotionen.
wie Krankheiten sich verändern im Laufe des Jahres durch den Wechsel der Jahreszeiten. Und natürlich in der Hauptsache um den weiblichen und männlichen Aspekt, um Yin und um Yang. Welche Behandlung konkret nimmst du also da im Rahmen dieser traditionell chinesischen Medizin an Pferden vor? Ich mache natürlich eine Akupunktur am Pferd, ja, nach einer ordentlichen Zungenpulsdiagnostik, Antlitzdiagnostik. Wenn ich dann weiß, was chinesische Diagnostik ist, dann tue ich nach diesen Kriterien akupunktieren. In Kombination die Akupunktur dann natürlich auch, wie gesagt, zum Beispiel Homöopathie, Phytotherapie. Ich verwende keine chinesischen Kräuter, sondern unsere heimischen, in Europa befindlichen. Die Akupunktur kombiniere ich dann mit verschiedenen Kräuterrezepten und Mikronährstoffen. Ich arbeite auch viel mit Entsäuerung, Entgiftung. Auch antiparasitär arbeite ich da dann und schaue einfach, was bei dem Pferd alles für Probleme vorliegen. Und das kombiniere ich dann eben mit unseren europäischen heimischen Kräutern. Ich nehme auch keine tierischen Produkte, wie es in der traditionellen chinesischen Medizin üblich ist, da natürlich die Pferde ja auch Veganer sind. Die getrocknete Eselshaut können wir uns dann sparen. Genau, und versuche dann eben europäisch miteinander harmonierend und kombinierende phytotherapeutische Maßnahmen zu ergreifen. Was ist das Besondere an deinen Ausbildungen? Also das Besondere ist, dass das ganze Behandlungskonzept aus einer gewissen, meiner eigenen Hilflosigkeit in der Praxis entstanden ist und ich wirklich auch meinen Schülern beibringe, wie wir die Ursachen finden der Krankheiten. Ich stelle eigene Diagnostiken, ich arbeite nicht einer schulmedizinischen Diagnostik hinterher, lasse eben auch diese traditionellen chinesischen Aspekte mit einfließen. Durch diese ursachenorientierte Diagnostik habe ich halt auch sehr gute Erfolge und auch meine Schüler. Ich habe im Laufe der Jahre einfach für alle medizinischen Probleme wirkliche Alternativen entwickelt. Ist es dir auch schon passiert, dass jemand beim Tierarzt war und mit der Schulmedizin sozusagen am Ende und du helfen konntest? Ja, also das ist sozusagen quasi mein Daily Bread and Butter. Ich habe ausschließlich oder fast ausschließlich, bis auf meine Stammkunden, die seit Jahren sowieso auf mich vertrauen, habe ich es in der Hauptsache mit austherapierten Pferden, oft auch in der Klinik schon befindliche Pferde oder die kurz vorm Einschläfern sind, zu tun. Denen du dann konkret an einem Punkt helfen kannst, wo, sage ich jetzt mal, der traditionelle Tierarzt nicht mehr weitergekommen ist. Ja, ich habe auch Tierärzte als Kunden. Na echt? Pferden. Ja. Das ist ja total spannend. Wie hat diese Liebe zu Pferden bei dir angefangen? Meine Liebe zu den Pferden, die hat schon überhaupt zu Tieren allgemein, hat schon ganz früh angefangen, schon wenn ich ganz klar war. Ich bin ja auf dem Bauernhof aufgewachsen und was heißt nebendran und ja, die Pferde waren immer schon, die haben mich von klein auf fasziniert. Hast du auch immer schon gespürt, dass du ein besonderes Händchen, sage ich jetzt mal, hast für Tiere? Das heißt gespürt, aber ich habe immer eine besondere Verbindung gespürt und habe halt beim Reiten war es dann immer so, dass die schwierigen Pferde immer ich gekriegt habe damals, wenn ich noch kleiner war. Weil alle und auch ich natürlich gemerkt habe, dass mich das besonders interessiert und dass ich da, das war jetzt ein bisschen eine Herausforderung, so ein bisschen ein Nervenkitzel. Das heißt, du hast auch keine Angst gehabt? Nein, überhaupt nicht, nie. Gar nicht, nein. Ja, ich galoppiere heute noch mit meinem Pferd ohne Sattel und ohne Gebiss über die Prärie. Mama hat aber gesagt, die haben die Zigeuner im Galopp verloren. Du sagst mit deinem Pferd. Du hast also ein eigenes Pferd. Ja. Wie heißt der? Der Alo heißt Alo und sein richtiger Name ist Lightning Red Peppy. Lightning Red Peppy. Peppy.
Ja, Okay. bekannte Quaterhorse-Linie. Wie lange hast du den Alu schon? Jetzt werden es so sein 15 Jahre ungefähr. 15 Jahre. Wie alt ist der? Seit 22. Steht der hier irgendwo in der Nähe, in einem Ja. Stall? Ganz in der Nähe, in Friedolfing. Steht er in einem kleinen Offenstall. Was heißt Offenstall? Wir haben schon Boxen in der Nacht und sind tagsüber eben am Paddock im Winter und im Sommer auf der Koppel. Und da habe ich auch meinen Seminarraum und da veranstalte ich auch meine Ausbildungen. Wie ist denn das? Kann man den besuchen heute? Ja klar können wir den besuchen, Brigitte. Ist ja nicht weit von da. Ja, cool, ich freue mich. Du hast jetzt da eine Menge Bücher. Und da steht dein Name drauf. Die hast, Kannst auch noch gar nicht glauben. die hast du alle geschrieben? Ja. Ja, die habe ich alle geschrieben. 20 Jahre lang Wissen angesammelt und dann sozusagen quasi meine schon existierenden Kursunterlagen haben wir dann ausgearbeitet, ausgebaut und in Bücher verarbeitet. Das konnte ich manchmal selber gar nicht glauben, wenn ich so auf meine Bücher schaue, dass ich das alles in mehr als 2 Jahren Arbeit zusammengebracht habe. Ja. Also nur die Bücher, die 20 Jahre davor reden wir noch gar nicht. Ja. Wahnsinn. Das ist schon, ja, kann man sagen, schon fast ein Lebenswerk, auf das du jetzt mittlerweile zurückblickst. Machst du dann also eine klassische, ja, wie man es jetzt von einem menschlichen Osteopathen kennt, sage ich jetzt mal manuelle Therapie? Ja, das ist auch ein Teil der Ausbildung und das brauchen wir auch, weil wenn wir jetzt akute Unfälle oder Stürze zum Behandeln haben, dann muss natürlich meistens der Atlas wieder korrigiert werden, Wirbeln eingerichtet werden, Becken korrigiert, Sacrum korrigiert werden. Und das sind auch sehr dankbare Fälle und da haben wir dann auch immer sehr schnellen Erfolg. Bloß meistens ist es eben so, dass ich halt diese austherapierten Fälle bekomme und natürlich schaue ich immer am Anfang, dass das Skelett wieder begradigt ist. Aber den Rest, vor allen Dingen bei so chronischen Erkrankungen, sind halt immer auch organische Probleme. Zum Beispiel bei Knieschmerzen haben wir ein Leberproblem, bei Schulterproblemen haben wir ein Darmproblem, Lendenwirbelsäule ist die Niere. Und so konnte ich jetzt natürlich immer weitermachen und dir verschiedenste Sachen erzählen. Und dann kann man nochmal genauer schauen, was ist da bei der Niere? Ist es die Nebennierenrinde? Ist es die Niere an sich? Was haben wir für Probleme? Funktioniert vielleicht der oberste hormonelle Taktgeber nicht richtig? Und haben wir deshalb ein Problem, zum Beispiel in der Niere? Danke, Kasi. Dann sagen wir mal ein Alu, mein Oberchief. Gerne. Okay. Und das ist sein Mamsella. Das ist sein junges Ruby. Wie heißt's? Ohio Ohio. wäre der Bundesstaat in Amerika. Ja, warum kommt jetzt der nicht? Woher soll ich das wissen? Du warst aber noch nie da, oder? Psst, jetzt geh mal her, ich muss dir was sagen. Ist gescheit neugierig. Was heißt neugierig? Ich schau heut. Doch, das mach ich jetzt schon zum Thema. Du hast mich nicht informiert, dass die heut kommt. Komm, komm. Schau mal, wie ich ausschaue. Ich bin überhaupt nicht hergerichtet, Mensch. Schau, der Zenzilotter ist schon da. Das sehe ich doch selber. Ich bin doch nicht blind.
Ich bin überhaupt nicht zickig, du hättest mich informieren sollen, so war's ausgemacht. Nein, ich geh nicht mit. Mag nicht. Hast du's mitgekriegt, Schatzl? Da macht's was mit einer YouTuberin aus, gut und schön. Aber, ich mein, dass die heimkommt, hat's mir nicht gesagt. Naja, ist doch nicht so schlimm, jetzt sei heute ein bisschen spontan. Naja, wenn's meinst, dann geh ich halt einmal hin, oder? Ich weiß, dann kommst du, gell? Wenn er nicht kommt, dann kommst du. Mei, er braucht halt ein bisschen Zeit, das muss man auch verstehen. So, und du bist es also. Naja, dann sag ich, Mensch, Ohio, jetzt hör auf, das ist doch peinlich. Dann sag ich heute mal, grüß dich. Jetzt darfst du vielleicht noch nicht filmen, weil ich bin noch nicht gestylt. Ach, los mich. Dir bin ich noch beleidigt, jetzt riechst mich erst einmal gescheit her. Hallo. So schaust du also wirklich aus. Ja, Schöner, ja. ja, normal bin ich schon schön. Aber jetzt bin ich ja voll dreckig und sie soll mich jetzt erst einmal gescheit striegeln, sie fix. Brauchst jetzt gar nicht umeinander schleimen, ich bin immer noch beleidigt. Na, geht eben nicht, da komm ich doch nicht vorbei. So dünn bin ich ja wieder nicht. Ich warte. Na, endlich jetzt aber schnell. Und keine Stelle auslassen, das sag ich da, ich möchte richtig gut ausschauen. Ja, was heißt da? Brrr. Länger, schneller geht's nicht. Staubt. Schaut super aus. Ja, jetzt ja. Naja, jetzt lass es mir eingehen. So gefällt ich mir. Bin bereit. Los, Tina. I am ready. Gerne. Es ist immer so, also ich sag's jetzt gleich, wenn ich jetzt wirklich was mache, ich kann nicht allzu oft, weil es wahnsinnig auf die Puste geht. Alles klar. Weiter? Ihr geht's auf die Puste. Aha. Ich mach dabei mein Warm-up.
plain where the black horse runs, with a heart full of sorrow and the setting sun. Who's kick up the dirt as he rides on by, a silent witness to a tear in the sky. On his back, the cowboy hat pulled low, his hand on the reins and his heart in tow. Fate may have dealt him a hand so cold, but he's got the spirit of a story to be. Wow, I feel good. I knew that I would now. I feel good. I knew that I would. So good, so good, 'cause I got you. So good, so good, I got you. So good, so good, I got you.
ganz ein sauberes Pferd hier. Jetzt hat mir die Brigitte nochmal gefragt, was ich so in der kraniosakralen Therapie mache oder um was das da geht. In der kraniosakralen Therapie geht es natürlich als erstes mal um das Kranium, Hinterhauptsbein und dann hinten die Verbindung zum Sacrum. Das Sacrum ist ein kreuzförmiger Knochen, der liegt praktisch zwischen den Beckenschaufeln drinnen, ja, und hat eine Verbindung über das Rückenmark mit dem Kranium, das ja durch die ganze Wirbelsäule durchläuft, wo dann auch das Liquor drinnen ist, wo dann Blutgefäße drinnen sind, die ganzen Nervenbahnen durchgingen. Und dieses Liquor ist dann die kraniosakrale Welle. Und das lernen wir zu spüren bei den Kursen. Und dann geht es auch darum, die einzelnen Kopfknöchelchen, gell, unser Schädel, also in der Schulmedizin ist es ein fester Knochen, bis auf bei den Babys, wo dann die Fontanellen noch nicht richtig geschlossen sind. Ja. Und beim Alu sind die jetzt geschlossen, 22 Jahre, brauchen wir jetzt keine Bedenken haben. Echt nicht. Und dann kann man praktisch diese einzelnen Kopfplatten, ja, vom Lacrimale, Tränenbein, vom Nasenbein, vom Unterkiefer, Oberkiefer, Temporalis, diese einzelnen Platten kann man dann behandeln in der kraniosakralen Therapie. Da dann wieder diese Fontanellen, diese Nähte weich und elastisch machen und auch die Beweglichkeit des Knochen wieder in Einklang zu bringen. Genauso wie dann zum Schluss eben auch die kraniosakrale Welle. Und dann haben wir auch zum Beispiel noch unseren Atlas, der ist hier, das ist ein Knochen. Das ist der hintere Teil des Atlanto-Occipitalgelenkes. Hier drinnen und nur hier findet Stellung statt, ganz wichtig für unsere Reiter. Und dieser Atlas ist eben auch ganz oft dafür verantwortlich für Schmerzen, für steifes Gehen oder eben auch, dass man sein Pferd nicht stellen kann. Und jetzt zeige ich euch noch eine ganz leichte kleine Übung, die man, wenn man sich ein bisschen traut, auch selber mal beim Pferd ausführen kann. Siehst du das? Da muss mein Finger rein. Ja. Gut. Also, wir legen unseren Finger in der Lade, da wo normal die Trense liegt, einfach auf die Lade drauf, sind total entspannt und machen keinen Druck. Wir legen einfach nur den Finger in die Lade und dann lassen wir das Pferd abkauen, solange es will, so oft es will und gehen bei jeder Bewegung mit. Das wäre schon mal ein passiver Griff, wo man den Atlas lösen kann. Ja? Pferde finden es toll, entspannen, kann man auch gut mal vorm Reiten machen. Ja? Noch ein einfachereren Griff. Das ist jetzt ein spezieller Kraniogriff. Man nennt ihn auch Earpull. Und dann nehme ich jetzt ganz locker die Ohren des Pferdes, gehe ein bisschen nach unten. Dadurch wird das Groß- und Kleinhirnzelt gedehnt. Falx cerebri. Und dadurch wird die Hypophyse angeregt und somit, das ist die oberste Instanz des Hormonsystems, haben wir dann gleich auch noch eine weiterführende Griff für das ganze Hormonsystem. Ich drücke leicht die Ohren nach unten, ich greife nicht in die Ohren und dann halte ich das einfach so und gehe ein kleines bisschen auf Traktion. Das tut so gut. Und atme ruhig dabei. Und lass das Pferd genießen. Weißt du, Alu, ich brauche das schon gescheit jetzt. Er sieht es nicht so, gell? Das müssten wir jetzt einmal gescheit machen, damit das bei der Brigitte auch toll ausschaut. Ja, machen wir es nochmal. Ich mach's ja perfekt. Ein bisschen mehr Konzentration. Ich relax und du konzentrierst dich. Das kann die stundenlang machen. Abkauen ist mal die Antwort von den Pferden.
nichts abkauen. Und sowas ganz, was Einfaches für einen Hausgebrauch? Ja, da kann man dann zum Beispiel hergehen und kann hier mal so ein bisschen am Hals die Faszien lösen. Hebe ich so ganz leicht die Haut an und rolle mich dann so nach oben durch. Ja. Des Weiteren könnte man dann noch hergehen, um das Nackenband zu lösen. Fahre ich hier in den Mähnenkamm rein, nehme ganz leicht, gehe auf ganz leichte Traktion und dann tue ich so ein bisschen unwinden. Ja? Und das kann man dann den ganzen Hals entlang machen, hier an der Seite so ein bisschen Faszien lösen und hier oben auch dann. Nicht wundern, wenn es mal knackt, dann hat sich gerade was gelöst. Steig auf, alle hopp. Wir haben ja so gehandicapt, wir Raubtiere. Wir haben kurze Füße, wir haben kurze Arme und haben viel zu langsam für die Pferde. Deshalb braucht man ein bisschen Hilfsmittel, einen verlängerten Arm zum Beispiel. Du Elendiger. Möchtest du mir unbedingt jetzt hier vor alle Leib vom Pferd fallen sehen, oder? Du Säckel, du. Hä? Nochmal auf die Brigitte zugaloppieren? Nein. Hast du uns drauf? Schaut ein bisschen Kamikaze aus, oder? Wahrscheinlich. Ja, voll. Wir haben es geschafft. Superboy. Whenever I'm around you, and I thank God I found you. Make me feel so good. You're the fire in the cold night. You make everything feel so right. I used to wander all alone. Now with you, I found a home. You make my heart skip a beat. With you, my life's complete. Ja, hol leicht sein Kinder, oder? Never knew love could be like this. Schön auf den Gehsteig. With you, my heart is filled with bliss. Oh, you make me feel so good. Whenever Also ich muss sagen, das hat mir mehr Spaß gemacht, als ich gemeint hätte, bis auf der Tina ihr Verschusselei heute. Das war jetzt aber auch nicht nett, hallo? Das finde ich nicht so gut. Und juckt mir das jetzt? fall, with you, I'll conquer all. You give me the courage to spread my wings. With you, I can do anything. Wow, das war jetzt super interessant. Und ja,
richtig schön. Cold night, you make everything feel so right. Whoa, oh, oh, feels so good. Whoa, oh, oh, oh. Dass man für Steine, das muss ich so breiten bei uns auch manchmal, wenn man es von draußen holt, weil da einfach so viele Steine eintreten. Aber man sollte schon immer schauen, weil nicht, dass da dann ein Stein oder Nagel oder was auch immer, und das kann dann zu bösen Verletzungen führen. Und Schmerzen, oder? Natürlich Schmerzen sowieso. Gescheit machen. Was gehört? So. Ja, jetzt wart doch einmal. Herrgott nochmal. Bin doch noch nicht fertig. Tu deine Bratzen weg. Mensch, nicht einmal in Ruhe essen kommen. Gescheit, isst, du tust einfach nur die Finger weg. Das ist noch nicht gescheit sauber. Man muss schon gescheit machen. Willst du mich verarschen oder was? Freilich ist sauber, freilich ist la. Siehst doch, dass la ist. Und die Decken steckt. Gut, dass kein Geruchsfernsehen wird. Was soll das heißen, die müffelt oder was? Na, nur deine Decken. Ist das genehm, wenn die Kellnerin den Teller wegbringt? Ja, wart schnell. Jetzt, ja, jetzt. Abservieren. Und dann schauen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Diese Bohrmaschen immer. Der Blick dann dazu sagt alles, ja, du brauchst dir nichts mehr sagen, oder, wenn du das Gesicht siehst. Ja, wo sie mir denkt, wenn ich dein Gesicht sehe. Das möchte ich hier lieber nicht erwähnen. Perfekt kann er auch, wenn ich anfange, ihn abzubusseln vor der Ohio, ist das Gesicht so wie: Mama, du bist so peinlich. Nicht vor den Mädchen! Das muss jetzt vor der Kamera verzeihen, ich glaub es nicht. Und meine WG-Bewohnerinnen kriegen's auch noch mit peinlich. Einfach nur peinlich. Ciao, hallo. Mach's gut. Ja, ciao, Pfirti, war jetzt gar nicht so schlimm, darfst schon mal wieder kommen. Aber nicht, dass die Leute jetzt leider nicht tun, dann mit der Abschwitzdecke. Die rühren natürlich später wieder runter. Ja? Weißt du, was mich das gerade interessiert? Ich film's gerade. Und das ist also euer Seminarraum. Im Wintermodus. Wann hast du den nächsten Kurs? Februar geht's los. Aha. Im 2. Ausbildungsjahr von die Osteopathen. Und dann die neuen Jahrgänge starten wieder im März. Find mal auf deiner Homepage Equedo, gell? .com, genau. Ich hatte bisher kaum Berührungspunkte mit Pferden oder Menschen, die Pferde lieben. Von daher wusste ich nicht, was mich erwartet und habe nie gedacht, dass ich das so interessant finden würde und so begeistert davon wäre. Liebe Tina und vor allem lieber Alo, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich fand es ganz toll. Ich habe ganz viel Neues erfahren und bin so richtig zum Fan geworden. Da die Tina sich lieber um den Alo und die anderen Pferde kümmert, als um ihren YouTube-Kanal, hat es leider noch nicht so viel Follower. Und ich darf mich wahnsinnig freuen, wenn ihr ihrem Kanal ein Abo geben würdet. Ich verlinke der Equedo in den Kommentaren und in der Beschreibung. Danke, bis zum nächsten Mal.
Bleib aber nur kurz dran, es kommt noch was. Leute, ich komm grad von Dreharbeiten. Ich hab so viel zum Berichten. Ich kann's euch gar nicht sagen. Ich werd jetzt nämlich YouTuber. Kommt's alle zusammen, dann werd ich euch die ganze Geschichte von Anfang an erzählen. Ach, ich hab ja so eine Menge zu berichten, ihr glaubt's es nicht. Also das war so, zuerst hab ich ihr ein paar Kunststücke gezeigt und die war schwer beeindruckt, habe ich das Gefühl gehabt, ist ja kein Wunder, ich bin ja ziemlich gut. Und dann...